Was mich ja sehr fasziniert an unseren LiveNet-Talks ist, dass wir immer so eine unglaubliche Breite an Themen haben. Und das heute, glaube ich, passt sehr gut zu diesem Thema. Ich tue auch gerne zwischen ein bisschen überraschen mit einem Thema, das vielleicht jetzt man nicht erwarten würde. Und heute gehen wir in so eins. Das Thema ist nämlich eine Tagung, die Mitte September stattfindet, in Aarau, wo es darum geht, um das Thema «Weckt die Toten auf». Und als ich das zuerst mal gehört habe, oder Daniel Harry, einer der Gäste heute im LiveNet Talk, herzlich willkommen übrigens, sehr auf einmal, auf mich zugekommen ist und mir die Infos durchgegeben hat, habe ich schon gedacht, uiuiui, wie ist das? Kann man über so etwas reden? Und ich finde, man sollte unbedingt auch über das reden, weil es ist Teil von dem, was auch im Wort Gottes vorkommt und wo als Auftrag sogar Jesus an einem Ort eben formuliert. Kommen wir ein bisschen genauer darauf zu reden jetzt. Also der Daniel Harry, einer der Organisatoren dieser Tagung und Gäste heute. Er ist Pfarrer und Autor, hat über Heilung vor allem schon viel geschrieben. Man kennt ihn vor allem auch durch das, dass an Esoterikmessen schon jemand wieder gehst und die einfach für das Übernatürliche auch wieder öffnen und was dort hier der Heilige Geist tun. So. Dani, schön, bist du da. Danke vielmals. Und auch schön, dass Annette von Lerber heute bei uns ist, die auch eine Offenheit hat für das Thema, das übernatürliche Wirken, wo das auch immer wieder erlebt, selber, vor allem auch im Alltag Menschen begegnet und nachher für jemanden betet und dort hier schon sehr eindrückliche Sachen erlebt hat. Annette, ich gebe dir gerne noch das Wort. Wer bist du sonst noch? Also was beschäftigt dich so in diesem Thema oder einfach allgemein im Leben? Also vielleicht sage ich, mache das ja nicht beruflich und ich habe noch nie Tote auferweckt und bin eigentlich ein bisschen erstaunt, dass ich da bin. Ich habe mich aber angemeldet für die Konferenz und bin angefragt worden, teilzunehmen am Talk. Und jawohl, ich bin offen für Übernatürliches und beruflich bin ich Simultanübersetzerin für Deutsch, Französisch, Englisch. Ich habe ein eigenes Geschäft, eine Dolmetscheragentur, bin überall in der Schweiz unterwegs. An Konferenzen, selten christliche Konferenzen, vor allem Business-Konferenzen. Ganz viele Firmen sind unsere Kunden. Und wenn ich Gelegenheit habe, bete ich gerne für Kranke, aber da kommen wir ja dann noch drauf. Absolut. Voilà, jetzt bin ich hier und selber überrascht, dass ich da bin, ehrlich gesagt. Das ist gut, wenn man sich auf Sachen einlässt. Das ist schon mal immer der erste Schritt. Oder? Und wird sicher eine sehr spannende Zeit für uns alle, auch für euch, denke ich. Wir haben noch einiges parat an zusätzlichen Stimmen, Einschaltungen, die wir zusammen anhören. Unter anderem habe ich den Peter Schneeberger ein bisschen zu diesem Thema befragt, sozusagen als unabhängigere Stimme, was er sagt als Theologe und Präsident des Freikirchenverband zu dieser Tagung und zu diesem Anliegen, eben Totenauferweckung. Also da hören wir zwei Ausschnitte. Der Hans-Peter Nüsch, ehemaliger Leiter von Campus für Christus, ist auch dabei und der Andreas Lange, der Herausgeber von Wunder heute TV, der natürlich das Thema auch ganz stark streift. Aber jetzt zuerst das Wort Daniel Harry. Wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt so eine Konferenz durchzuführen? Also das hat eine Vorgeschichte und ich fange mal an, vor 7 Jahren habe ich eine Totenauferweckungsgeschichte gehört, mehrfach von Leuten, die die erzählt haben, aber immer so kurz und knapp. Und teilweise habe ich mich schon gefragt, ist das jetzt immer die gleiche Person, von der erzählt wird? Es muss ein nepalesischer Christ sein, der einen Toten auferweckt hat, der damals noch Hindu war von Sri Lanka. Das ist so im Kern. Und dann habe ich so im Gebet oder im Zwiegespräch mit Jesus habe ich gesagt, Jesus, wenn jetzt die Geschichte einmal kommt, aber sehr präzise, sehr ausführlich, dann gehe ich dem nachher. Dann sehe ich das sogar als Auftrag. Ich habe nicht gewusst, was für einen. Und dann war ich eingeladen beim Hiram Künzi, reformierte Landeskirche in Oberbib damals, für einen Gottesdienst mitgestalten. Und beim Nachtessen erzählt er mir ganz detailliert, präzise von dieser Geschichte, von dem nepalesischen Polizeioffizier, der Christen aus dem Gefängnis gelassen hat, die ungerechtfertigterweise ins Gefängnis gekommen sind. Und nachher ist er selber verfolgt worden, dann zum Glauben gekommen, in die Schweiz gekommen und im Asylantenheim hat er dann seinen Zimmerkollegen, der psychisch angeschlagen war, der sich das Leben genommen hat mit Pinselreiniger. Und er hat den auf dem Herzen gehabt. Er wusste, der geht verloren.
ohne Gott. Und wenn er es jetzt in das Leben nimmt, und dann ist er 5 Stunden später dann nachgereist. Also ich gehe jetzt nicht in die Details von dieser Geschichte, aber ich habe gewusst, das ist ein Auftrag, und da sage ich ihm hier, ich habe den Eindruck, es ist dran, ein Seminar anzubieten zum Thema «Weck die Toten auf». Und dann zuerst, ja meinst du, das spinnst du? Oder einfach sehr, sehr irritiert. Doch, machen wir. Und dann ist vom Entscheid, das zu machen, bis zur Durchführung, sind 14 Tage vergangen und sind 150 Leute gekommen. Und zu unserer grossen Überraschung sind Zeugenberichte gekommen vom näheren deutschsprachigen Raum, vom vorarlbergischen, Süddeutschland, von der Schweiz, wo Leute sagen, ja, wir haben das Gleiche erlebt. Und die haben dann quasi in diesem 4-stündigen Seminar davon erzählt. Und jetzt, 7 Jahre später, kommt eine Schweizer Missionarsfamilie von Asien zurück, Benji Morf mit Familie. Und es gibt so ein Treffen, wo Hiram Künze dabei ist, Jonathan Spöri dabei ist. Und der Benji erzählt, frisch von der Leber weg, dass in den 13 Jahren in Asien, in dieser Bewegung von Tausenden von Gemeinden, die entstanden sind, haben sie in der Bewegung 13 Totenverweckungen erlebt. Und er war 3-mal selber dabei gewesen, obwohl er die Sprache nicht verstanden hat. Er ist aber Augenzeuge von dem, was passiert ist. Und dann ist Jonathan ins Spiel und hat gesagt, ich habe den Eindruck, das wäre jetzt wieder dran. Mhm. Und das ist so die Vorgeschichte. Okay, sehr spannend. Und eben, du bist jetzt eine der Teilnehmerinnen dort. Was hätte dich jetzt angesprochen, an diesem Anlass dabei zu sein? Also ganz ehrlich, der Jonathan Spöri, den ich auch kenne, hat mir gesagt, nein, du kommst an die Konferenz, weck die Toten auf. Und dann habe ich gesagt, Jonathan, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, ich möchte nicht kommen. Ich gehe lieber, wenn ich schon mal frei habe, auf die Straße, für Kranke beten, als noch an eine weitere Konferenz. Ja, ich verstehe dich. Und dann später war wieder die Einladung bei mir im Mail von irgendwo. Und dann habe ich gedacht, doch, es interessiert mich. Und zwar, was mich interessiert, ist selber zu wachsen im Glauben, mich herauszufordern in meinem Glauben, zu wachsen in der Nachfolge und auch mit Menschen zusammen zu sein, die das auf dem Herzen haben. Das ist etwas Verrücktes. Die weiter wachsen mit Gott. Und zwar nicht online, sondern mal physisch. Und ich denke, doch mal, an diesem Tag, am Samstag, kann ich mir das frei nehmen, 10. September. Und dann habe ich mich angemeldet. Also, ja. Und jemand, der das Anliegen auch teilt, mit dir vor allem und eben den Leuten, die du jetzt schon erwähnt hast, Daniel, Harry, ist auch der Andreas Lange von Wunder heute TV. Ja. Und er hat uns ein Video eingeschickt, wo er auch kurz etwas dazu gesagt hat. Und er wird das Podiumsgespräch dann auch leiten. Ja. Natürlich. Sehr gute Wahl für einen Moderator, genau. Der Andreas. Und jetzt hören wir kurz rein, was der Andreas auf dem Herzen hat zu diesem Thema. Auch wenn das Thema Weck die Toten auf sehr herausfordernd ist, so ist es mehr als nur ein Thema. Es ist ein Auftrag, den Jesus Christus seinen Nachfolgern gegeben hat. In Matthäus 10,8 lesen wir, dass Jesus sagt, geht, heilt die Kranken, macht Aussätzige gesund und weckt Tote auf. Als Produzent von Wunder heute TV durfte ich Interviews mit Menschen machen, die genau das erlebt haben, wie Gott in souveräner Weise sie vom Tod ins Leben zurückgebracht hat. Ein Beispiel ist Andreas Bergleshoff aus Deutschland und Franz Gfeller hier aus der Schweiz. Aber was mich ganz besonders freut ist, dass sie wiederum gebraucht werden, damit andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Mir ist völlig bewusst, diesen Auftrag, den können wir nur erfüllen in völliger Abhängigkeit unter der Kraft des Heiligen Geistes. Das also ein paar Gedanken von Andreas Lange von Wunder heute TV. Und da spricht er ja ein paar sehr spannende Punkte an, schon mal auch, dass es wirklich darum geht, dass die Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Also das steht für ihn im Vordergrund, nicht einfach nur ein Spektakel sozusagen können zu erleben, oder, als Christen. Und da nimmt mich jetzt Wunder, wie du das auch noch, Daniel, weiter würdest, ausführen auch, und euer Anliegen dort hier drin. Also ich teile das voll und ganz, das ist zentral. Wir wollen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Und ganz interessant ist, dass Jesus damals bei seinen 12 Jüngern, die man auch Apostel nennt, hat er ja ausgesendet mit dem Auftrag, geht das Evangelium verkündigen und dann Kranke heilen und als nächstes Tote verwecken, Aussätzige reinigen,
Dämonen austreiben. Also er gibt das ganzes Paket mit. Aber zentral ist, dass das Evangelium verkündigt wird. Und wenn jetzt eine Wunderheilung passiert oder eine Todauferweckung, dann ist das ein Ausdruck von der guten Nachricht, jetzt bei Todauferweckung, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Und er selber ist ja das Beispiel. Nach der Kreuzigung ist er ja auferstanden, also auferweckt worden. Jetzt in seinem Fall hat er noch eine spezielle Auferstehungsliebe bekommen. Aber in dem Moment, wo Jesus aus dem Grab aufgekommen ist nach biblischem Bericht, an vielen Orten sind Leute parallel auch aus den Gräbern aufgestanden. Und das ist eine klare Botschaft von der Auferstehungskraft, vom Evangelium. Und das kann auch so sichtbar werden. Und ein ganz wesentlicher Punkt, denke ich, ist mal der, wenn jetzt jemand stirbt, im vollen Glauben und Vertrauen an Jesus Christus als seinen Erlöser, dann kann man sich fragen, macht es jetzt Sinn, dass die Person wieder zurückkommt? Sie ist jetzt im Himmel, wo es keine Schmerzen mehr gibt, keine Krankheiten mehr gibt und so weiter. Ich habe den Eindruck, es macht manchmal Sinn, wenn jemand zu früh stirbt und seinen Auftrag noch nicht erfüllt hat, dann macht das sehr wohl Sinn. Wenn jetzt aber jemand tatsächlich, wie das Beispiel, das ich da vorher kurz angeschnitten habe, jemand merkt in seiner nächsten Umgebung, die Person, die vorzeitig stirbt, jetzt im Beispiel von Selbstmord, hat keine persönliche Gottesbeziehung, dann ist das Motivation gewesen von dem Mann von Nepal, seinem Zimmerkollegen, der 5 Stunden später dann irgendwie davor fährt, nachzureisen und mit dem Herzensanliegen, der muss eine Chance nochmal bekommen, eine zweite Chance. Und diese Berichte gibt es sehr, sehr häufig. Ja, was der Andreas ja auch betont, ist, dass eben Gott darin sehr souverän handelt, oder? Ja. Also zum Teil passiert es ja auch, ohne dass gebetet wird, oder? Wir kennen die Nahtoderfahrungen. Ja. Franz Gfeller wäre auch so ein Beispiel, das er jetzt auch erwähnt, namentlich, ihn kenne ich auch persönlich, wo auch sehr eine glaubwürdige Geschichte ist. Und er wird auch kommen, wird auch dabei sein, der Franz Gfeller. Wird auch dabei sein? Ja, genau. Okay. Genau, also das finde ich schon noch wichtig, dass man da so klar kann sagen, ja, eben, es ist ein Zeichen von dieser Auferstehungskraft, wie du sagst. Und das ist ja auch interessant. Ich habe natürlich Johannes 11 im Vorfeld jetzt von unserem Talk ein bisschen angeschaut, oder, wo es um die Auferweckung von Lazarus geht. Und dort, wir haben übrigens ja auch das Bild so ein bisschen gewählt, oder, bekannt aus den verschiedenen Verfilmungen, wo dann der Lazarus wieder rauskommt nach 4 Tagen, wo er tot war und es hat schon entsprechend geschmeckt und so weiter. Und das ist so der, den man am meisten kennt, den ihr sicher auch klar studiert habt. Und dort hier ist aber auch klar, einfach das Thema, Jesus sagt es auch, dass er anhand von dem jetzt die Herrlichkeit Gottes zeigen, oder? Also es ist nicht einfach... Und er hat ihn sehr gerne gehabt. Und es kommt natürlich viele Facetten durch noch, wo man dort hier ablesen kann, oder daraus raus. Also ich denke einfach, es ist natürlich eine absolute Extremsituation. Wenn jetzt jemand eine liebe, angehörige Person verliert, ob jetzt älteres Kind oder man verliert einen Ehepartner, ich kann mir nichts Krasses vorstellen. Und ich habe selber das hautnah auch erlebt. Und dann haben wir vielleicht sogar gekämpft um das Leben, Monate oder Jahre lang. Und nachher plötzlich, nach einer Krankheitszeit, stirbt die geliebte Person. Und das ist mit so viel Schmerz verbunden, mit Unsicherheit, mit Angst, mit allem Möglichen. Und jetzt dort sauber zu unterscheiden, ist jetzt die Motivation. Also klar wünscht man sich, dass die Person wieder zurückkommt. Ist jetzt das aber so, dass der Heilige Geist ganz klar leitet in dieser Situation? Weil Jesus selber hat ja gesagt, ich tue nichts von mir aus. Ich mache alles in engster Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und das, denke ich, ist vermutlich noch fast die grössere Herausforderung, als jetzt rein technisch, wie macht man es, ist in der engsten Abhängigkeit vom Heiligen Geist, von Jesus selber, zu wissen, was machen wir als nächstes.
ist das jetzt ein Auftrag, ganz konkret jetzt bei der Person hinzugehen, jetzt Eltern, ich war mal bei einem 4-jährigen Kind, als ich gefragt wurde, ob ich mit einem anderen geistlichen Leiter zusammenkommen, beten für Auferweckung. Das war herzzerreissend. Das Mädchen dort liegen zu sehen im Elternschlafzimmer und die Eltern hatten Hoffnung gehabt, dass Jesus eingreift und haben uns darum auch gerufen. Und es ist nicht passiert? Es ist dann nicht passiert, aber was anders noch passiert ist, und ich will das sagen, ich bringe es in anonymisierter Form, angesichts von dem Todesfall von dem 4-Jährigen haben plötzlich die Eltern angefangen, einander gegenseitig Sünden bekennen und Vergebung bitten für Sachen. Es hat angefangen mit dem Gotti von dem Kind, wo dann mit der Mutter Sachen auf den Tisch gebracht hat, Leben bereinigt hat und plötzlich dann der Vater gegenüber der Mutter, also der Frau. Und das sind so krasse Sachen, sind dort auf den Tisch gekommen, wo jede Ehe könnte völlig zerstören. Und irgendwann habe ich innerlich gespürt, oh, jetzt ist es ganz gefährlich. Wenn jetzt die Auferweckung passiert mit dem Mädchen, das hat in sich ein Zerstörungspotenzial, die Ehe auseinanderzubringen. Und ich habe das nach den Eltern gesagt, schaut, ich könnte Gott nicht erpressen. Ich tue jetzt Sünden bekennen, ich mache jetzt auf Versöhnung. Wie ein Deal. Ja, ein Deal. Ich kann jetzt keinen Deal machen, sondern das geht nicht. Und ich habe innerlich wie gehört, wenn ich jetzt das Kind zurückschenke, die Mutter wird das schnappen, die Ehe ist zerstört. Und ich habe gesagt, schau, ich kann Gott nicht erpressen. Was ist passiert? Die haben sich echt versöhnt, das Eheversprechen neu gegeben. Und nachher, was nicht passiert ist, mich gefragt, ob ich bereit wäre, die Abdankungsfeier zu machen. Ich bin bereit gewesen, das zu machen. Und etwas ein halbes Jahr später ist das Ehepaar zuvorderst gesessen in einem Heilungsseminar und hat mir gesagt, schau Daniel, wenn eine andere Familie das Gleiche erleben sollte, wir wollen die Ersten sein, die hergehen und beten und glauben für Auferweckung. Wow. Also mir hat es gezeigt, es hat Dimensionen drin, wo man im ersten Moment gar nicht mit rechnet. Es ist Gottes Liebe für ein Ehepaar, für eine Familie. Und bei dieser Beerdigung habe ich dort öffentlich gesagt, ich habe doch bei der verstorbenen Tochter, haben die mir erzählt, dass sie noch einen Traum gehabt von einer Geschwisterten. Und dann habe ich die Mutter angesprochen und gesagt, wärst du denn bereit, wenn Gott euch nochmal ein Kind schenkt, die volle Liebe dem neuen Kind schenken, dann würdet ihr dem verstorbenen Geschwisterten wahrscheinlich die grösste Freude machen. Und die Mutter hat gelächelt bei der Abdankungsfeier. Und ich habe gemerkt, verstehen Sie, es sind Dimensionen, die da berührt werden. Und darum bin ich sehr froh, dass wir da offen darüber reden können. Ja. Es ist das eine, dass wir solche Wunder hören, weltweit, dass das öfters passiert. Aber wenn wir genau hinschauen, es passiert auch in der Schweiz, Deutschland, Österreich genauso. Es ist einfach ein bisschen tabu, es ist unter dem Radar. Aber das, was ja interessant drin ist, eben, und da komme ich wieder noch einmal zurück auf das, was der Andreas eben auch gesagt hat, dass in enger Verbundenheit oder Abhängigkeit sogar von dem, was der Heilige Geist dann wirklich zeigt, dort drinnen zu wirken. Und die beiden Personen sind jetzt, die zurückgekommen sind vom Tod, sind umso eifriger und fröhlicher das Evangelium am Weitergeben. Das ist ganz spannend. Aber Annette, das würde ich gerne dir noch weitergeben, wie du da vorgehst oder auch, weißt, die Fühler, wie du draussen behaltest in deinem Wirken im Alltag. Wie machst du das? Also jetzt für die Todauferweckung habe ich nicht so konkret gebetet, obwohl ich einmal am Bett war von einem gestorbenen Bub aus dem Quartier und ich durfte das Lobpreislied singen, es war ein muslimischer Bub. Und ich habe in meinem Herz gehofft, er macht die Augen auf. Das war ein sehr bewegendes Erlebnis für mich im engsten Familienkreis, obwohl ich die Familie nicht so nahe kenne. Aber das ist auch nicht passiert und ich denke auch immer wieder an das, weil das ist viel Leiden für die Familie. Was ich mache, ich habe gesagt, ich tue Leute ansprechen. Soll ich etwas erzählen, was ich erlebt habe? Oder? Ja, oder einfach mal die Ebene, ich meine,
du hast mir ja ganz viele Beispiele geschickt, weißt, von Erlebnissen, inklusive Videos und Bilder und so. Für mich auch sehr glaubhaft. Also das kennen wir ja auch, ich sage jetzt mal im Umfeld so von der Andrea Di Melio, wo viel mit diesem Thema unterwegs ist, oder? Mit den Teams. Auch, ja. Ja, und wo das auch so auf coole Art ja auch in den Filmen eigentlich jetzt gebracht hat, oder? Wie man sich leiten. Ja, das hat mich vor allem Wunder genommen. Wie lässt du dich leiten in dem Sinne? Das ist ja eigentlich das Thema. Ja. Also ich habe etwas gemerkt oder erkannt. Ich habe immer für jemanden beten um Heilung, weil wir sind aufgefordert zu beten, wie im Himmel so auf Erden. Und im Himmel gibt es keine Krankheit, also muss man nie die Frage stellen, ob ich jetzt um Heilung beten darf. Ich weiss, ich kann immer und Jesus ist immer in mir. Also jetzt bleibt noch die Frage, wann mache ich es, weil ich kann praktisch nicht immer. Ich muss manchmal von A nach B, ich kann nicht für jeden stoppen, den ich sehe, oder? Und dann ist dann noch die Frage, für wen mache ich es jetzt? Und was mich sehr motiviert, ist die Aussage von Jesus, tu deinem Nächsten, was du möchtest, dass er dir tut. Ich weiss, Jesus lebt in mir. Ich erlebe Sachen, wenn ich für Menschen bete. Wenn ich mir sage, mir ging es schlecht, möchte ich auch, dass jemand für mich halten und das machen. Und seit ich das erkannt habe, mache ich das viel häufiger. Menschen ansprechen, auch unterwegs, auch Menschen, die ich nicht kenne. Und erlebe auch jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, seit Mai, viel mehr als früher. Ja, einfach, ich gehe in der Freiheit, ohne Selbstverdammnis, wenn ich an jemandem vorbeigehe, aber auch immer wieder bewegend vor Gott und ohne ein Wort, ohne ein Zeichen, ohne eine warme Hand. Ich gehe, wenn ich jemanden sehe, ich spreche Menschen an. Und alles andere kommt nachher, manchmal, unterschiedlich, aber ich warte nicht darauf. Es reicht, dass ich jemanden sehe oder jemanden frage, ob er Schmerzen hat. Sage ich, du Hand auflegen, darf ich? Ja, ganz also, praktisch. Jetzt ist der Gewunger gleich auch noch ein bisschen mehr, denke ich, auch bei den Leuten, die zuhören. Vielleicht gleich können wir ein Beispiel noch hören, was eben du erlebst jetzt seit dem Frühling in dem Fall vor allem stärker. Ja, sehr gerne. Also etwas, was für mich ein Schlüsselerlebnis war, das war am 26. Juli 2022, vor einem Monat etwa. Wir sind am Lago Maggiore in Ascona. Wir essen zur Nacht mit 7 Leuten, von denen habe ich nicht alle gekannt. Und ich bin das zur Nacht gegangen und dachte, hoffentlich kann ich beten für jemanden, ich bete so gerne. Und dann eine Frau, die ich nicht kennt habe, an diesem Tisch hat einen eingebundenen Arm davor. Und dann habe ich das sofort gesehen und gefragt, was sie hat. Dann hat sie gesagt, Sehnenscheidenentzündung und Polyarthritis. Und dann sage ich, ich tue Kranken die Hände auflegen. Ich habe gemerkt in meiner Erfahrung, wenn ich sage, darf ich beten, dass viel den Film abgeht. Oh nein, ich glaube nicht. Ah nein, für mich musst du nicht beten, ich bete selber. Aber dass viele Leute offen sind, wenn ich sage, ich tue Hände auflegen. Oh, kann ich von dem profitieren? Und ich sage, ja. Dann legt sie mir den Arm auf den Tisch vor mir und nimmt den Verband ab, ohne dass ich sage, sie soll. Und dann habe ich die Hand aufgelegt und ihr in die Augen geschaut und gesagt, ich befehle diesen Schmerzen zu gehen im Namen Jesu. Und, spürst du etwas? Oh ja, ist viel besser, viel besser. Sie war ganz überrascht. Dann habe ich gefragt, auf einer Stufe von 0 bis 10, wo war es? Ich weiß nicht mehr genau. Ist es von 5 auf 2 oder so? Ich müsste nachschauen, was ich aufgeschrieben habe. Sagt sie, es ist besser, hat noch ein bisschen Schmerz. Und dann mache ich es ein zweites Mal und dann habe ich auch der Polyarthritis geboten zu gehen. Und dann ist das ganz weg. Und dann ist sie noch auf die Zehenspitze gestanden, um zu schauen, ob sie Polyarthritis spürt, und dann ist die weg. Und nachher, und für mich noch das grössere Erlebnis, am gleichen Abend erzählt ein junger Mann am Tisch, 26, er hatte vor 5 Jahren einen Hörsturz gehabt, aus beiden Ohren geblutet, notoperiert worden. Wir haben ihm Paukenröhrchen eingesetzt und seitdem höre ich auch nicht mehr gut. Er kann nicht unter das Wasser und hat manchmal einfach, dass er sich nicht wohlfühlt. Und dann habe ich gesagt, darf ich dir die Hände auflegen? Und er ist aus muslimischer Familie, bekennender Atheist und sagt ja. Und ich habe gesagt, ich mache es im Namen Jesu, also bei der Frau. Ich habe klar deklariert im Namen Jesu. Ich habe gesagt, ich habe die Hand aufgelegt auf beide Ohren und gesagt, im Namen Jesu, Ohren gehen auf. Und ihm in die Augen geschaut und gesagt, spürst du etwas? Nein. Ich sagte, ich mache es nochmal. Ich habe gelernt, ich habe den Défi Guérison gemacht mit dem David Terry im Sommer, 21 Tage Online-Kurs. Und ich habe gelernt, mehrmals kurz zu beten. Ich sagte, ich mache es nochmal. Noch einmal. Im Namen Jesu, befehle diesen Ohren aufzugehen. Spürst du etwas? Nein. Dann habe ich gesagt, ich mache es nochmal. Ist okay, ich mache es nochmal. Dann habe ich ihm so unter die Ohren, die Finger, einfach so ein Eindruck gewesen. Und dann habe ich ihm in die Augen geschaut und ihm gesagt, Jesus ist für dich gestorben am Kreuz und er hat alles gezahlt für dich. Ich befehle diesen Ohren aufzugehen in Jesu Namen. Und jetzt habe ich so ein Prickeln gespürt in den Fingern, ein Kribbeln.
Und dann frage ich, spürst du etwas? Und dann grinset er, ja, was? Ein Kribbeln? Und ich gesagt, ich gehe. Ja. Dann habe ich die Hänge weggenommen und dann hat er gesagt, es ist viel besser. Dann habe ich gesagt, auf einer stark. Skala von 0 bis 10, dann sagt er von 8 auf 2. Das weiss ich noch, von 8 auf 2. Und ich gesagt, wow. Dann habe ich noch einmal gemacht, gesagt, ich befehle diesen Ohren, ganz aufzugehen im Namen Jesu. Jetzt ist gut, merci. Genau. Und dann bin ich wieder abgehockt. Und dann haben wir weiter zu Nacht gegessen. Das ist alles im Restaurant passiert. Am Lago Maggiore ist über einen Monat her. Er kann wieder unter die Leute, er hört wieder gut, er kann unter das Wasser. Es ist alles jetzt wieder wie vor dem Unfall vor 5 Jahren. Wow. Für mich ist das wahnsinnig krass. Ich bin so Ja, dankbar für so das. schön, so schön. Definitiv, ja. Wow. Ja, jetzt sind wir wirklich so in diesem Thema vom eben Todauferweckung auch ein bisschen übergeschweift zu Krankenheilung allgemein oder zum Krankengebet und was eben du dort erlebst. Und das ist ja auch sehr nah zusammen verwandt. Und darüber habe ich auch unter anderem geredet mit dem Peter Schneeberger, er hat es schon einleitend gesagt. Wir schauen jetzt einmal den ersten Teil von diesem Gespräch. Er war erst vor kurzem auch hier im Bistro. Peter Schneeberger, Präsident des Freikirchenverband und auch Theologe. Und hören wir einmal, was er so für Gedanken hat zu diesem Thema. Wenn du hörst, es gibt eine Tagung jetzt in Aarau im September zu diesem Thema «Weckt die Toten auf». Was geht dir da durch den Kopf, Peter? Ja, zuerst habe ich natürlich ein bisschen gestockt, weil das ein relativ außergewöhnliches Thema ist für die Schweiz. Also, wenn ich aus dem Kontext weltweit schaue, kenne ich das aus Indien oder aus Afrika, wo das natürlicherweise eine grössere Rolle spielt. So. Aber in unserem Kulturkreis, eben, so ist es mir ehrlich gesagt auch gegangen, dass ich zuerst gedacht habe, aber es ist doch vernachlässigbar in dieser so Situation, wo wir uns befinden, in diesem Umfeld, so ein bei uns. Und dann poppt das so auf. Und, ja. Ich würde es nicht vernachlässigbar nennen, sondern sagen, ich will mich mit den Freikirchen konzentrieren auf einen anderen Teil des Missionsbefehls, weil ich den viel nötiger sehe. So. Sterben müssen wir leider, so schwierig wie ich das finde, alle mal. Auch wenn jemand von den Toten wieder auferweckt worden ist. Aber wir können mit dem, wenn wir die gute Nachricht von Jesus weiterverzählen, jemandem helfen, dass er eine ewige Heimat beim Vater im Himmel haben kann. Und dort sehe ich die Fokussierung in der Schweiz, wo so wenige Menschen den Weg einschlagen mit Jesus Christus, sehe ich, dort müssen wir unseren Fokus darauf wenden. Aber jetzt, wenn wir von diesem Thema herkommen, es geht ja von dem Matthäus 10 aus, also, wo Jesus sagt, geht raus, betet, heilt die Kranken und eben auch unter anderem dort drin ist das «Wecken Tote auf». Und da haben wir schon so das ganze Themengebiet ein bisschen drin, oder? Also es geht eben auch, dort haben wir mehr Themenpunkte in der Schweiz, auch Heilung, oder? Das Thema, das ist doch eines, was uns alle, denke ich, auch immer wieder beschäftigt. Wo würdest du dort hier so ein bisschen die Unterscheidung machen drinnen? Für mich ist die Frage, ob Matthäus 10 nicht ein ganz wichtiger Lehrlingsplatz war für die Jünger. Im Sinne von, sie sind mit Jesus, haben sie gesehen, symbolhaft, wie das Reich Gottes kommt. Und dann hat Jesus gesagt, jetzt probiere ich es selber aus. Dort ist es ganz fest gebunden an das Jüngersein, direkt mit Jesus. Dem, was wir heute im Management sagen, du mal zuschauen, dann mach es mit mir, dann mach es selber, dann lass dich gehen. Wenn wir dann aber in die Apostelgeschichte hineinschauen oder in den Missionsbefehl hineinschauen, finden wir Totenauferweckung nicht mehr. Sondern wird fokussiert auf das Jüngermachen, also jemand ein neues Leben mit Jesus finden. Darum finde ich, es ist doch theologisch gesprochen außerordentlich eine wichtige Stelle, aber ohne den direkten Kontakt mit Jesus finden wir das aus meiner Sicht später in der Apostelgeschichte, in der Praxis der ersten Gemeinde nicht mehr in dieser Art und Weise. Anders als das Krankengebet. Das Krankengebet finden wir noch. Also das kommt ja mehrmals näher wieder vor. Also. Und hast du selber schon einmal von einer Totenauferweckung gehört oder selber erlebt, dabei gesehen? Nein, erlebt so habe ich es nie. Ja, okay. Aber mein Horizont ist auch vor allem die Schweiz. Also gehört ist natürlich von den Missionsfeldern, von Indien vor allem. Aber wenn ich jetzt in Indien anschaue, wir arbeiten auch in Indien, in Nordindien, die Situation hat die Christen dort zahlen so einen hohen Preis für ihr Unterwegssein mit Jesus. Verfolgung, ausgestoßen sein,
häufig auch wirtschaftlich am Ende sind, Hunger zu leiden. Und dort ist Totenauferweckung auch ein starkes Zeugnis, dass die Kraft von Jesus lebendig ist, dass Jesus lebendig ist. Also, dort habe ich es gehört, aber in der Schweiz noch nie. So. Wünschte mir es manchmal, das ist klar. Ich habe ja schwierige Beerdigungen gehabt, jetzt gerade dieses Jahr, auch von einem Kind zum Beispiel. Klar wünschte ich mir das. Es ist doch sehr spannend, noch eine andere Sicht zu hören, wie jetzt die von Peter Schneeberger, der sich ein bisschen darauf eingelaufen, das Thema. Er, der natürlich die Bibel auch sehr gut kennt und vielleicht ein bisschen andere Schwerpunkte manchmal daraus herausnimmt, aus den gleichen Bibelpassagen. Aber wenn wir doch etwas da noch daraus nehmen, wo wir jetzt Daniel Harry wieder weitergeben können, zum Beispiel das am Schluss, wo er sagt, er hat erst die Totenauferweckung hier eben noch nicht erlebt, also das Geografische, das er klar erwähnt, aber dann auch tut er eine Unterscheidung machen, ja, das Krankengebet, das kommt später noch stark vor, weiterhin im Neuen Testament, hingegen das mit der Totenauferweckung weniger mehr. Was sagst du darauf? Also bei Jesus ist es auch nicht so häufig vorgekommen und trotzdem kommt es ja vor. Und trotzdem befiehlt Jesus das auch. Und wenn ich die Missionsbefehle anschaue, dann merke ich auch, Matthäus 10 hat immer noch Bedeutung. Und in der Apostelgeschichte ist es spannend, der Petrus hat gelernt von Jesus bei der Auferweckung von der Tabitha, macht es gleich, wie es Jesus gemacht hat bei Jairus' Tochter. Einfach, er muss keine Spötter raustreiben, sondern nur Trauernde müssen aus dem Zimmer. Und beim Apostel Paulus ist es einfach spannend, Apostelgeschichte 20. Er hat nicht von Jesus gelernt, methodisch, wie man es macht, sondern von Elia und Elisa. Aber es kommt sehr wohl vor. Ja, genau. Also das müssen wir schon noch festhalten. Und, klar, wir haben jetzt da einfach einen Schnelldurchlauf gemacht durch das Thema. Oder? Ich meine, Peter sind ja diese Stellen durchaus auch bekannt, aber er hat einfach wie so ein bisschen eine Priorisierung wahrscheinlich machen von diesen verschiedenen Aufträgen, was eben die Frage ist. Genau. Und, ja, jetzt gehen wir noch einmal kurz ein bisschen rein in das Gespräch. Ich glaube, es gibt uns dann noch ein paar ganz spannende Punkte, die wir dann noch ein bisschen vertiefen können und ich dann auch die Sicht von der Annette sehr gerne auch noch dazu hören möchte. Jetzt geht es mehr noch so um das Thema vom Gesundheitswesen, das er anspricht, und also die Krankenheilung, und wo das häufig ein bisschen ausgespielt gegeneinander, obwohl gar nicht nötig wäre. Aber hören wir doch noch einmal eine Sicht von Peter Schneeberger dazu. Ich stelle fest, jetzt auch bei Krankenheilung, dass das häufig gegeneinander ausgespielt wird. Spontane Heilung durch Gebet und das, was uns das Krankenwesen, also die ganze Spitalwesen bietet. Ja, genau. Beides ist von Christen gegründet worden. Also das Spitalwesen ist ohne den christlichen Hintergrund gar nicht denkbar. Also die waren alle angetrieben vom Evangelium, das das Spitalwesen gegründet haben. Und diese zwei Sachen sind doch ein wahnsinniger Segen. Wir haben hier im Westen oder vor allem in der Schweiz ein unglaublich gutes Spitalwesen und Krankenwesen. Also wird ja praktisch auch noch geholfen werden. So. Und dann dürfen wir danken dafür und das in Anspruch nehmen. Und auch das Gebet in Anspruch nehmen. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, sondern es hat beides ihren Platz. Und vielleicht brauche ich als Sender jemanden, der materialistischer Schweizer ist und eher Fakten, Ärzte sehen, vielleicht Ansporn, wirklich für zu beten. Weil genau. Grosses Gebet ehrt Gott. So. Ja, Glauben ehrt Gott. Eben das ist so das, was man einfach auch als Wertschätzung jetzt auch gegenüber der Initiative kann schon mal entgegenbringen. Das ist das, was mich auch dazu bewegt hat, zu sagen, schlussendlich, ja, stimmt, es braucht ja schon mal nur Mut, das auf die Agenda zu setzen, oder? Und sagen, mal, das ist im Fall auch ein Auftrag. Also das ist ich bin einfach ein bisschen vorsichtig, was mit denen macht, wenn sie das näher erleben, wenn Tote wirklich auferstehen. Wir sehen im Evangelium, es hat Jesus gemacht mit dem Lazarus. Er hat, wenn man Matthäus 10 nimmt, direkt mit den Jüngern zusammen ausgewertet. Das sehen wir ja auch, dass er die Aussendung ausgewertet hat mit ihnen. Was habt ihr erlebt? Wie habt ihr das erlebt, dass Geister euch untertan sind und so weiter. Und die direkte Nähe zu Jesus haben wir in dem Sinn nicht mehr, dass er gerade hier ist. Wir haben die Nähe zum Heiligen Geist, das ist richtig, aber das ist doch, finde ich, ein Unterschied zwischen Jesus und uns. Und die Gefahr, was das mit uns macht, die bin ich nicht ganz losgeworden, als ich die Flyer und die Homepage angeschaut habe. So. Gut.
Hey, das sind sehr spannende so Punkte, die du jetzt hier reingeworfen hast. Auch. Und ich bin dankbar dafür, wirklich, weil wir können jetzt auf die noch ein bisschen eingehen, nämlich wieder in diesem Talk. Und können wir das ein bisschen wirken und in unserer Runde noch ein paar Sachen weiter diskutieren. Merci vielmals. Peter, es ist nicht selbstverständlich, genau, dass man zu allen möglichen Themen sich darauf einlässt. Merci vielmals. Was macht es mit Menschen, die so starke Wunder erleben? Das ist so eine Frage, die Peter Schneeberger hier aufwirft und wo er ein bisschen skeptisch ist, ob das nicht irgendwo auch schwierig könnte werden, wenn man merkt, man hat so eine Autorität und Macht, auch mit dem dann eben auf eine gute, gesunde Art umzugehen. Das finde ich ein spannendes Thema. Vielleicht passiert es ja wegen dem nicht mehr, weil wir gar nicht damit umgehen könnten. Wenn jetzt da irgendeiner wie Jesus rumlaufen würde und das am Laufmeter könnte. Also interessant ist ja bei Jesus selber, es sind nicht nur die 12, die er beauftragt, später die 72. Und da kommen die ja voller Begeisterung zurück. Und wenn wir dort und sagen, Dämonen müssen gehorchen, es funktioniert quasi, was du uns aufgetragen hast. Und das ist interessant, im Kontext ist ja davon die Rede, dass Jesus jubelt vor Freude. Vater im Himmel, du hast das denen unmündig offenbart, die können es. Und gleichzeitig sagt er diesen Jüngern, einfach aufpasst, es ist wichtiger, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, als dass ihr jetzt Dämonen austreiben könnt. Also wahrscheinlich muss es einfach ausbalanciert werden, die Motivation immer wieder überprüft werden. Aber es hat Jesus ja nicht davon abgehalten, den Jüngern die Vollmacht zu geben. Und in der Apostelgeschichte sehen wir ja auch bis im letzten Kapitel, Apostelgeschichte 28, der Paulus, auf Melite, der Vater von Publius wird geheilt und nachher die ganze Insel, die Kranken werden gebracht und der Paulus steht um Heilen im Namen von Jesus. Ja. Ja, das finde ich sehr ein gutes Bild. Also, und eine wichtige Stelle, glaube ich auch. Ja. Eben wichtiger ist, das darf nicht so die Identität werden. Oder? So, das ist ja das, was eigentlich der Tier daraus kannst lesen kannst. Ja. Und dann nimmt mich jetzt noch Wunder, jemand, der eben das stark lebt. Also du ja auch. Du gehst auch für Krankungen beten. Für dann. Ich könnte dir die Frage natürlich genauso geben. Aber auch Annette, in deinem Fall, du hast vorher erzählt von dem mit den Ohren, oder? Mit dem Mal, das Erlebnis. Und das Gremmeln an den Fingern und so weiter. Das könnte einem ja schon ein Gefühl geben von wow, oder? Ich kann durch Jesus natürlich, oder? Kann das, aber ja, siehst du dort doch eine Gefahr, je nachdem? Also es ist sehr interessant, ich erlebe diese Sachen jetzt in der Intensität seit Mai diesem Jahr wie vorher nicht. Ergo erlebe ich auch, wie ich das erlebe, dass ich es erlebe und wie Menschen darauf reagieren. Und es ist anders, als ich mir es wahrscheinlich vorgestellt hätte, als ich mir es nur vorgestellt hätte. Und zwar, es ist überhaupt gar nicht so spektakulär. Erstens, das, was ich vorhin erzählt habe, das hat mich am meisten daraus getan. Ich hocke an diesem Tisch und denke, das ist ja wahnsinnig. Und alle anderen haben über irgendwie Gott und die Welt geredet und einfach das zur Nacht weitergegessen. Es ist no big deal. Und die eine Frau, die die Armbinde weggenommen hat, den ganzen Abend keine Schmerzen mehr gehabt, keine Armbinde mehr getragen, die hat mir dann noch Fotos austauscht auf WhatsApp und dann habe ich noch nachgefragt auf WhatsApp, wie geht's? Die hat mir nie mehr geantwortet nachher. Und ich habe den Eindruck, der Name Jesus scheidet. Ich erlebe das so, also gut, wenn ich es mache mit Menschen, die nicht glauben, im Moment, wenn sie das Gebet empfehlen und ich tue immer Jesus bekennen, dass ich es in seinem Namen mache, ich tue immer auch etwas vom Evangelium weitergeben, dann sind sie offen und sie haben Freude, wenn es ihnen besser geht. Und dann ist oft kein Kontakt mehr, also keine Antwort. Auch wie keine Dankbarkeit. Ich wollte ja nicht Dankbarkeit für mich. Spannend. Und der andere junge Mann, da musste ich mir wirklich nachfragen. Und ja, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ergo kann ich nachfragen. Und jetzt vor 2 Tagen wieder gefragt und gesagt, ja, ist immer noch alles gut. Smiley. Nicht mehr, oder? Aber es deckt sich ein bisschen mit dem, was wir auch in der Bibel lesen, oder? Ja, genau. Wo nur einer zurückkommt zu Jesus und sich bedankt. Genau. Die Stellen lese ich jetzt ganz anders, weil ich es selber erlebe. Und dieser junge Mann noch, ich habe ihn nachher ein paar Tage später auf den Glauben angesprochen. Er hat gesagt, ja, weisst, ich bin Atheist. Ich glaube nicht an Gott, ich fahre gut als Atheist. Und dann habe ich gesagt, okay, wie erklärst du jetzt das, was passiert ist mit deinen Ohren? Er hat mich so verschmitzt angelacht. Ja, das hast du gemacht. Dann habe ich gesagt, los, ich kann das nicht. Was ich einfach kann, und ich habe mir entschieden,
ich fahre trotzdem weiter. Ob jemand dankbar ist oder nicht, ob jemand glaubt oder nicht, ob es tut der Weg auf, von Jesus zu reden, und das mache ich, aber den Rest muss ich Gott überlassen. Und so ist es Jesus auch gegangen. Also das ist ein interessantes Erleben. Erstens das und zweitens passiert es nicht immer. Und ich denke, das hält uns demütig an. Auch einfach das Ausstrecken nach mehr. Und ich weiss ganz genau, dass ich es nicht im Griff habe, weil es ist nicht immer gleich. Und manchmal passiert es viel später. Also ist es einfach eine graduelle Heilung, oder? Ja. Und tue ich die Leute auch so ermutigen. Also ich denke, vor dem soll man nicht Angst haben, was es mit uns macht, sondern uns einfach an Gott halten und ihn verkünden und darauf losgehen und beten. Er schaut schon zu uns. Ja. Ja. Es ist so herrlich zu sehen, wie da eine Freude mitschwingt, oder? In dem, wie du das machst. Und nicht so, oh, ich habe noch den Auftrag, oder ich sollte heute wieder. Und so, das höre nicht viel, wenn man dann mal anfängt, oder wenn man mal etwas erlebst in diese Richtung. Ja. Das ist sehr schön. Merci vielmals, Anne. Bitte. Ja, und wir kommen langsam aber sicher zum Abschluss des heutigen Talk. Und wir haben noch eine Stimme, die ich jetzt gerne einspielen möchte. Das ist vom HP Nüsch, vom ehemaligen Leiter von Campus für Christus, der auch an der Tagung teilnehmen wird. Und was er dazu sagt, das haben wir auch noch gefragt im Vorfeld. Und hier hören wir sein Statement. Anfangs letzten Jahres sprach Gott zu mir, dass er die lang ersehnte Erweckung schenken möchte. Ich hörte, weck die geistlich schlafenden Christen auf, indem du sie zum gemeinsamen Gebet für Erweckung ermutigst. Nach Bestätigung dieses Auftrags durch den Besuch eines Pizzakuriers habe ich in der Zwischenzeit 10 Mails für ein Beten für Erweckung an interessierte Personen verschickt. Die Zahl der Empfänger hat sich in der Zwischenzeit vervielfacht. Täglich kommen neue hinzu und berichten von Gottes wunderbarem Wirken in ihrem Leben. Wir Christen müssen uns daran gewöhnen, dass Wunder als Zeichen von Gottes Liebe und Kraft normal werden. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst bleiben, dass Wunder Gottes immer dazu dienen, dass Menschen eine geistliche Totenerweckung erleben und als Folge des erlebten körperlichen Wunders in die Nachfolge Jesu treten. In Erweckungszeiten bestand immer wieder die Gefahr, dass Menschen begannen, an Wunder zu glauben, statt an den Gott, der die Wunder bewirkt hat, was die Erweckungen zum Erliegen brachte. Das muss bei der kommenden endzeitlichen Erweckung nicht der Fall sein, wenn wir die Verherrlichung Gottes und sein Reich im Auge behalten. Aus diesem Statement vom HP Nüsch hört man gut heraus, wo er insgesamt im Moment dran ist, oder? Sein ganzes Thema von der Erweckung. Aber er betont auch ganz spezifisch die geistliche Auferweckung, die eben muss mitgehen mit den Zeichen und Wundern, die passieren. Also, dass es eben um das schlussendlich geht. Und das ist ein Thema, das ich gerne der Annette von Lerber auch noch ein bisschen reingeben möchte. So, das Errettung ist ja das, was du auch immer darauf hinweist. Und nicht nur auf die Zeichen oder die Heilung oder so, was dann passiert direkt mit den Menschen. Ja, genau. Jetzt nach dem Erlebnis, das ich vorher erzählt habe, bete ich noch mehr darum, dass wirklich die Menschen Jesus erkennen. Weil es nützt nicht nur geheilt sein und nachher sterben und nicht Jesus erkennt zu haben. Und es geht Hand in Hand. Ich habe vorgestern mit Nachbarn einen Grillabend gemacht und Nachbarn, die ich fast nie gesehen habe. So einmal pro Jahr, wenn überhaupt. Teil habe ich nicht gekannt, etwa 30 Leute. Ich bin dort her und ich habe einfach gedacht, Herr, ich möchte beten, ich möchte dienen. Und ich habe wirklich sage und schreibe für 9 Leute beten, vorgestern am Abend, wovon ich bei 8, wo eins war ein kleines Kind war, konnte etwas von Jesus weitergeben. Das sind so Momente, die aufgehen, wenn ich Hände auflegen und beten und etwas sagen. Da war zum Beispiel eine Junge, eine 13-Jährige, die hat Schmerzen am Ecken, die isst vis-à-vis von mir und macht so «Ah». Dann sage ich, hast du Schmerzen? Sagt sie «Ja». Dann bin ich schnell zu ihr und habe die Hand aufgelegt. «Darf ich?» Ich habe gefragt, «Darf ich die Hand auflegen?» und beten «Ja». Geboten im Namen Jesus die Schmerzen weg und ist viel besser. So die Schmerzen fast weg gewesen, dann habe ich noch das zweite Mal kurz im Namen Jesus weg und dann ist er weg. Und dann hat jeder 14-jährige Brüder, was ist jetzt du, was hast du jetzt so gemacht? Bist du irgendwie eine Heilerin? Und dann habe ich diesen 2 jungen Menschen kurz gesagt, weisst du, nein, das ist einfach, was Jesus hat gemacht. Er hat Menschen geheilt, ich lese die Bibel, als ich so alt war wie du, habe ich schon die Bibel gelesen und er hat uns gesagt, wenn wir an Jesus glauben, dass wir das Gleiche machen können. Wir können Evangelium sagen. Und in diesem Sinn ist es so ein schönes
Also wie soll ich sagen, wenn ich an die Grillparty wäre und hätte nur evangelisieren wollte, ich hätte nicht mit 9 verschiedenen Menschen über Jesus reden können. Aber durch das, dass ich geschaut habe, wer hat Schmerzen, die ist mit Krücken, die ist am Zittern, die erzählt mir das. Und konnte Hände auflegen, konnte ich jedem etwas von Jesus sagen. Stark. Und nachher ist der Heilige Geist, der mit dem weiterwirken kann. Ja, wow, schön. So, also ich meine, da geht uns auch noch etwas ab, oder? Wenn man das hört. Also dann begegnest du so der Not und nachher gleich Evangelium kommt schon zum Zug. Wow, genial. Dani, zum Schluss von unserem Talk, was hast du noch auf dem Herzen? Also ich sehe einfach Totenverweckung, gehört zur Heilung mit dazu. Es ist einfach eine weitere Dimension. Und entsprechend ist die Verantwortung, wie es eine noch grössere Dimensionenart ist, aber doch zusammenhängt. Wir haben Verantwortung, das Evangelium mit dazu zu geben. Ich habe ein paar Berichte von Totenverweckungen, wo Personen zurückgekommen sind und sie haben irgendwie gehört, sie haben eine zweite Chance. Und dann braucht es jemanden, der ihnen hilft, die zweite Chance zu ergreifen, dass sie jetzt wirklich mit Jesus leben. Und Gott sei Dank passiert das jetzt immer wieder. Und ich würde gerne in ein paar Jahren zurückschauen auf den LiveNet-Talk, auf den Kongress, dass wir sagen, wissen noch, dort haben die Leute zögerlich zwar angefangen und haben Mut gefasst durch Berichte, Augenzeugenberichte, Leute, die verweckt worden sind, zurückgekommen sind, sagen, ich habe dort gelernt, ich habe dort einen Impuls bekommen, ich habe es angefangen zu machen. Und dann wird das wahrscheinlich ähnlich sein, wie Peter Schneeberger erzählt von Indien, quasi, da passiert es mehr. In Indien, 60% der Leute, die zum Glauben kommen an Jesus, hat die heilige Rolle gespielt. Im Umfeld von esoterisch interessierten Leuten sind es etwa gleich viel. Heilig spielt eine grosse Rolle. Und je mehr Leute auf übernatürliche Art, auch bei uns in der Postmoderne, zum Glauben kommen an Jesus, dann ordnet sich das dann auch mit den Argumenten. Genau. Und dann macht alles plötzlich Sinn, dass Gott übernatürlich ist und dass er uns möchte brauchen. Ja, ich meine, das merken wir ja doch alle. Also mit dem Verstand allein und nur mit den Argumenten, das hat seine Grenzen. Aber wenn er das Wirken erlebst, also so ist es mir ja auch gegangen, durch ein Bild und auch Jesus erlebt. Also, und das kann durch Heilung unter anderem passieren. Und wir sind gespannt, was da noch weiteres wird daraus entstehen. Hat mich sehr gefreut und danke vielmals. Gratuliere euch allen, die hier so lange reingelassen und diesem Thema einfach mal auch für sich selber Raum gegeben und gesagt, hey, mit dem setze ich mich mal wieder auseinander. Stimmt, das steht in der Bibel. Und jetzt haben wir da hier eine Stunde lang über das Thema verschiedene Aspekte gehört und kann euch nur ermutigen, bleibt weiter dran an diesem Thema und tut euch auch vertiefen oder vielleicht auch mal eine Schulung in Anspruch nehmen von jemandem, der dort eben schon Erfahrung hat, wie eine Dani Harry das anbietet oder andere auch. Und dann werden wir sicher noch ganz viel weiteres erleben und wo Gott uns reinführt, nah dies nah, wie er manchmal jemanden in Hang nimmt. Ich glaube nicht, dass das auf einen Schlag alles muss laufen und so, aber so wie Annette das so beschrieben hat, oder mehr und mehr geht da vielleicht eine Welt auf plötzlich mit dem. Das ist doch das Coole. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns gleich wieder hier in einem LiveNet-Talk. Bis dann, ade zusammen. Ade miteinander. Merci. Danke. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.